CJL an viele andere Partner wie auch die Europäische Kommission an Zentrum für politische Bildung genau das Speeddating organisiert mit europäischen Kandidaten für das Europaparlament, mit vielen jungen Kandidaten. Und das geduld, dass junge Leute heute kommen und hier pickig Fragen können stellen, dass sie über alles können schwätzen, was sie wollen, dass sie heute einen schönen Tag verbringen. Hallo, mein Name ist Groschenny. Ich arbeite für das Zentrum für politische Bildung hier in Luxemburg und wir beteiligen uns an den Table Ronde, weil wir das eine super Initiative finden und eine gute Möglichkeit für Jugendliche, sich zu informieren und direkt Fragen zu stellen. Außerdem haben wir die Möglichkeit als ZPB unser Projekt Smart Wählen vorzustellen, das es eben jedem Nutzer ermöglicht, ein Resultat von Kandidaten und Parteien für die Europawahlen hier in Luxemburg zu erhalten. Das ist aufgebaut wie richtig Speeddating, wie just mal mit einer Europawahl als Hintergrund. Da können die jungen Leute von einem durch auf den anderen gehen, wo dann Politiker oder Kandidaten von den verschiedenen Parteien zugeteilt sind. Das machen wir heute. Am Laufe der nächsten Woche sind wir auch an verschiedenen Schulen, wir haben auch dort Table Ronde, auch mit jungen Politikern. Das ist das, was wir machen. Wir hatten für eine paar Tage eine Table Ronde mit den Elefanten, nennen wir sie, also die Spitzenkandidaten von den verschiedenen Parteien. Noch immer mehr Bürgerinitiativen, wo die Bürger können hier Meinungen ausdrücken zur Politik, aber sie da gerne hatten für die Zukunft von Europa. Und ich meine, das ist auch eine gute Möglichkeit für das Bürger sich engagieren, an die Politiker sagen, was sie am besten sollen machen für die Zukunft von der Gesellschaft. Die Migrationsprobleme, die Umwelt, Digitalisation, Arbeitsrechte. Es ist wichtig, dass wir als Europäer zusammenhalten und endlich gleich Rechte haben überall. Und als Resultat will man, dass die Jungen informiert an das Wahl gehen, dass sie auch den 26. Mai wählen gehen.